Liebe Sportafficionados und Afficionadas, herzlich willkommen zu «Das war's» heute mit einer Folge, wo wir uns mehr ins Zeug legen als der Herr beim Basketballspielen. Heute geht es natürlich um den Golden Boy aus Schweden, um die Schönheit vom Kanton Uri und ums Partypotenzial der Young Boys. Mein Name ist Sven Ivanic und jetzt geht's los. Der Zlatan Ibrahimovic hat seine Karriere beendet und es sind mehr Tränen geflossen, als wenn Heidi Klum Haar schneidet. Wenn ich jetzt eine komplette Veränderung kriege, weiß ich nicht, wie lange es dauert, bis ich damit zufrieden bin und mich wieder in den Spiegel angucken kann. Und das Choreo der Fans ist ganz im Stil vom ein bisschen weniger bescheidenen Zlatan. Es stellt sich also die Frage, ist das der emotionalste Sportmoment der letzten Woche? Ich meine, solche Goal. That is absolutely astonishing. Solche Sprüche. Who's the best striker in the Premier League right now? Feel Lukaku is strong. Aguero is good. You didn't say yourself. Lions, they don't compare themselves with humans. Und so Aktionen, das hat wirklich nur der Zlatan angebracht. Und darum sagt der VAR ganz klar, ja, das ist der emotionalste Moment der letzten Woche gewesen. Nein, wenn es nach dem Zlatan geht, wahrscheinlich von der ganzen Menschheitsgeschichte. Und darum wollen wir am Ibrakadabra Danke sagen mit einem kleinen Liedli. Das Lied ist eine Widmung an den König von Schweden. Nein, nicht an ihn, ist doch klar, von wem ich rede. Im Team muss er einfach sein Ding machen lassen. Er ist ein Ferrari, wird sich nie als Fiat fahren lassen. Und läuft, wo ich suche in Paris, mal nicht genug schnell. Dann kauft der geile Typ einfach mal das ganze Hotel. Taktische Anweisungen, die sind ihm recht egal. Das wissen alle Coaches, auch der Louis van Gaal. Und manchmal gibt's einen Ellbogen, er spielt nicht immer clean. Und er vermisst nicht den Ballon d'Or, der vermisst ihn. Der Frau kauft er kein Geschenk, nein, das ist nicht sehr nett. Aber was willst du jemandem schenken, wo die Heide Zlatan hat? Er ernährt sich gesund, verachtet Fast Food und Coca-Cola. Das Einzige, was er noch mehr hasst, das ist der Pep Guardiola. Und sein Goal gegen England, ja, das ist einfach wow. Und die Kratzer ist im Gesicht wahrscheinlich von deiner Frau. Und wo der Coiffeur gefragt hat, wie ich's das mal will, hab ich nur gesagt, bitte mach's wie beim schwedischen Fußballgott. Danke, Zlatan. Der Vater von Erling Haaland, der Alf Inge Haaland, verlässt Norwegen und zieht auf Andermatt in Kanton Uri. Und es ist absolut jedem klar, dass er das macht, zum Steuern sparen, was der Gemeindepräsident von Andermatt freut. Es freut mich. Aber die Norweger zum Schreien bringt. Weil der VAR aber ein richtiger Patriot ist, fragen wir uns, können wir die ganze Steuergeschichte ein bisschen in den Hintergrund schieben und den Umzug positiv darstellen, damit die Schweiz im richtigen Licht dasteht? Wir probieren es. Erstens ist Andermatt einfach mal ein wunderschönes Örtchen. Zweitens wohnt schon andere reiche Norweger dort, der Milliardär, der Kardashian-Ass, der Kartian-Ass, der natürlich auch dort angekommen ist, wegen der Top-Landschaft und sicher nicht zum Steuern sparen. Und drittens locken auch neue Freunde. Der Bernhard Russi hat zum Beispiel angeboten, mit den Haalands Skifahren zu gehen. Aber auch im Sommer bietet der Kanton Uri einfach Top-Unterhaltung, wie zum Beispiel mit dem Seebad Seelisberg oder dem Urner Mineralienmuseum. Was gibt's Schöneres für einen reichen Fußballer, als mit seinem Vater und dem Bernhard Russi Steine anschauen zu gehen? Darum sagt der VAR, ja, es ist möglich, den Umzug positiv darzustellen. Die Haalands kommen nicht wegen dem Geld, sondern wegen der Freundschaft. Turbo VAR. Schweiz. Die Schweiz hat ein neues internationales American Football Team, die Helvetic Guards. Sie bestreiten ihre Heimspiele in Wiel und sind Teil der European League of Football. Ob alle im Team katholisch sein müssen und ob die Juniorenabteilung ausschließlich aus Ministranten besteht, wissen wir nicht. Der Turbo-VAR findet es aber cool und gibt sein Sagen. Frankreich, Ilia Swiatek, ist die Weltnummer 1 im Tennis und hat eine Bäckerei, zumindest eine fiktive. Jedes Mal, wenn man im Tennis einen Satz gönnt, ohne ein Game abzugeben, verteilt man nämlich seiner Gegnerin einen Bagel, weil der wie es Null aussieht. Weil das der Inga so oft gelungen ist, behauptet das Internet, dass sie eine Bäckerei hätte. Sie findet es aber sehr respektlos und will nicht darüber reden. Die erste Regel in der Inga ihrer Bäckerei ist also, man redet nicht über den Inga ihre Bäckerei. Der VAR sagt darum... Gar nicht. Schweiz, der Roman Josi, der Jan Sommer, der Christian Stucki bzw. der Stucki Christian und der Marc Streit tun sich zusammen, um eine Mineralwasserquelle zu kaufen. Der VAR findet es erfrischend, weil sonst sieht man so viele verschiedene Promis auf einmal nur an langweiligen Preisverleihungen oder bei Eröffnungen von neuen Scientology-Zentren. Fußballteams stehen ja nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz in stetiger Konkurrenz. Wer hat die kreativsten Fans? Wer die stylischsten Trikots? Und wer die passioniertesten E-Gamer?
Und weil IB und Manchester City gerade den Cup in ihrem Land gewonnen haben, fragt der VAR, wer feiert besser, beziehungsweise kann IB mit Manchester City mithalten, wenn es ums Party machen geht? Schauen wir nach. Während die Jungs von Manchester City langweilig und brav den Pokal weiterreichen, lassen die Spieler von IB richtig krachen. IB 1, Man City 0. In der Disziplin Feiern ohne Pokal macht Man City aber eine sehr gute Figur. Während IB nämlich eine sympathische, aber doch eher uninspirierte Champagnerdusche anbietet, 2 Flaschen Champagner drüber gehabt, also. sliden die Jungs von Manchester City durch die Garderobe, als wären die Pinguine auf MDMA. IB 1, Man City 1. Und in der letzten Kategorie, beim Promi-Support, da bietet Manchester City natürlich grosses Kino mit dem Sir Elton John. Aber der Elton John hat keine Chance gegen unseren huttragenden, Shisha-rauchende, nach Gianni Infantino aussehende Bundesrat, der Alain Berset. Darum sagt der VAR, gratuliere IB, auch im Feiern sind top. Das mögen ich dir auch schon bei IB, hä? Das war es von uns. Wenn das Video gefallen hat, dann tust du doch liken, teilen und schick es am besten an Alain Berset. Ich würde uns sehr freuen. Ciao zusammen.